wie wir wegfahren, so beim Fenster rausschauen, sehen wir einen ewig langen Autotransportzug mit lauter kleinen Fiat Seicento drauf, der auch gerade wegfährt. Und der Franke sagt, Zirksfahrer, der braucht viel länger als mir, weil das Schöne am Zugfahren ist, dass der Personenverkehr Vorrang gegenüber im Güterverkehr hat. Da haben wir schon gelesen in ÖBB-Slogan. Schnell, direkt und bequem. Ist auf den Schildern gestanden. Und wir haben sich schon so gefreut auf mich korrigiert und wir waren so stolz auf uns, weil wir das depperte Auto haben stehen lassen und mit dem Zug fahren und weil wir jetzt ein bisschen mehr trinken dürfen und weil wir auch was für die Umwelt tun. Na gut, rauchen haben wir nicht dürfen, weil das ist ein paar Monate drauf in alle Zug verboten worden und die haben wahrscheinlich die Aschenbecher deswegen zugelegt, damit man sich schon ein bisschen daran gewöhnen kann. Aber das war uns eher wurscht, weil in einer halben Stunde sind wir in Wiener Neustadt und nach der Rennerei, dass wir den Zug überhaupt noch erwischen, hat es uns das Beispiel rausgehauen, dass wir ein bisschen in Oberstdorf gebraucht haben, bis wir sie wieder davon haben. Wenn wir uns gerade so freuen und bei Wöllersdorf vorbeifahren, werden wir auf einmal immer langsamer. Unser Zug schert auf ein Nebengleis aus und links überholt uns. Mit ca. 130 km/h ein ewig langer Autotransportzug mit lauter kleinen Fiat Seicento drauf. Weil Personenverkehr geht ja vor dem Güterverkehr. Und ich habe den Frankie eh gleich angeschaut, aber der hat, weil so da ist, da die kleinen Fiat zählen. Gut, wir sind dann aber planmäßig um 14:25 Uhr in Wiener Neustadt angekommen und haben uns dort gleich wieder einen Monitor gesucht, damit wir wissen, wo unser Anschlusszug steht. Und auf dem Monitor ist gestanden, Beierbach, Reichenau, Bahnsteig 2a, Abfahrt 15:35 Uhr. Das kann jetzt aber nicht sein. Es ist 1:45, wir sollen über eine Stunde warten. Ich meine, der Billy hat ja gesagt, von Wien nach Beierbach fahren wir gerade einmal eine Stunde, 5 Minuten. Was hat denn der gemeint? Die Netto-Fahrzeit oder was? Ne? Da stimmt ja schon wieder was nicht mit dem Monitor da. Wir haben uns gerade so fürchterlich aufregen, kommt da so ein Rotkappler daher, so ein Bauernhofsvorstand halt. Nicht? Und wir haben ihn gefragt, wo unser Anschlusszug nach Beierbach steht und wann der wegfährt. Und der hat darauf gemeint, das wissen wir jetzt auch nicht so genau, da müssen wir am Monitor nachschauen. Worauf der Frankie gemeint hat, lesen können wir auch. Und da steht 15:35 Uhr und das kann nicht sein, weil der Billy ja gesagt hat, wir brauchen alles zusammen nur 1 Stunde und 5 Minuten nach Beierbach. Wobei der Rotkappler gemeint hat, das darf schon stimmen, weil heute nämlich Samstag ist und das ist dann halt da so. Und da habe ich dann den Frankie zurückhalten müssen, weil der wollte ihm sein Rotkappel über die Uhrwaschel ziehen. Und der Rotkappler ist in Verteidigungsstellung gegangen, weil der hat schon geglaubt, jetzt fließt er gleich sein Pfeifer. Und der Frankie hat ihm angeschrien, es ist zum Scheißen mit eurer ÖBB! Schnell, direkt und bequem! Na, dass ich nicht lach! Was sind wir für so Trottel, dass wir mit dem Zug fahren? Mit dem Auto waren wir schon lange da, hätte ich halt nichts gesoffen. Nicht? Der Sprit hätte uns maximal 15 Euro gekostet und nicht 54 Euro für euer Scheiß-Ticket. Ja? Und ich hab nicht einmal Vorrat mit und rauchen hätten wir auch dürfen. Worauf der Rotkappler gemeint hat, haben sie recht. Ich fahre auch nicht mehr mit der Bahn in die Arbeit. Ich fahre lieber mit dem Auto, weil ich verscheiße nicht jeden Tag 4 Stunden.